Herzlich willkommen zurück zu der zweiten Folge von Super Mario Odyssey. Hey, mit dem Chris und mit dem Raffi. Ah ja, stimmt, wir sind auch noch dabei. Wir sind jetzt da gerade gelandet im, wie heisst es? Kaskadenland. Kaskadenland, genau. Kaskadenland, wie heißt es auf Englisch? Gute Frage. Cascading Falls vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Cascading Falls. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das ist das zweite Land. Eins vorweg, es ist eins von meinen Lieblings, was ich bis jetzt gesehen habe. Tja, Ich finde es einfach super hübsch. Und das ist es, absolut. was ich auch dazu muss sagen, es fühlt sich so ein bisschen nach Mario 64 an, weil es so grün ist, wie im ersten Bombenland. Es geht gegen rauf. Es hat mich ein bisschen daran erinnert, auch wegen der Es hat etwas. Kugelwillis, die wir nachher sehen. Es ist wirklich toll. Genau, wir sind da, weil wir ein altes Luftschiff suchen, ein Transportmittel für den Mario und für den Cappy, weil ja im ersten Land alle Schiffe zerstört worden sind. Die Musik ist auch gut. Ja, eben, es Richtig fängt so richtig optimistisch episch. Genau, und so, unsere Reise fängt an Genau. von dem vorher so grauen Level zu so einem wunderschönen grünen Level, wo wirklich schön detailliert dargestellt wird. Ja, es ist wunderschön. wirklich, Und wir treffen hier oben schon auf einen ganz alten Freund von uns. Das mal da mal ein bisschen wieder. genau, das sind jetzt die ersten Gegner gewesen eigentlich, Ja, und die da uns unser schaden können. super alte Freund. Der Kugelwilli, der übrigens richtig geile... Man sieht, er ist verbraucht, er ist nicht neu. Man sieht richtig Driss auf seiner Textur. Genau, ja. Das ist wirklich... Und jetzt haben wir ja vorher gemerkt, wir können ja gewisse Sachen einfangen, oder? Mit unserem Hut. Können wir das echt mit dem Kugelwilli auch? Ist jetzt die Frage. Who knows? Dann wir jetzt das gerade mal testen. Ah, tatsächlich. Tatsächlich. Mit dem Schnauz. Ja, der Schnauz ist cool, weil das zeigt, dass er gefangen worden ist. Aber, und das ist ein bisschen weniger auffällig, die Augen werden wechseln auch zu dem von Mario, Ja. wenn du etwas fangen tust. Was ist das? Das ist unser erstes Mondli. Das sind wie die Sterne in Super Mario 64. Genau. Einfach jetzt ins Mond. Es ist also das... Es gibt auch viel mehr. Ich meine, in 64 hat es was? 150 Sterne gegeben? 120. 120. Ja. Und da sind es jetzt 1000 Monde, glaube ich, kannst du finden Ja. in dem ganzen Game. Was ich cool finde, Super Mario 64 sind es Sterne gewesen. Jawohl. Im Super Mario Sunshine sind es Sonnenli gewesen. Und jetzt holen wir Power Mond. Ah, was? Ja. Lustig. Was war in Galaxy gewesen? Was hast du dort gesammelt? Nein, das ist auch Sterne gesammelt. Sind es auch Sterne? Ja, ist klar, Ja. ist eine Galaxy. Ja. Was eben auch cool ist, im Gegensatz zum Mario 64, jedes Mal, wenn du einen Stern geholt hast, bist du wieder zurück aus dem Bild raus. Also Jawohl. gesagt, hey, hip Gut go, gemacht. gut gemacht. So viele Münzen hast du gesammelt. Genau, fertig und wieder neu anfangen. Und das ist da eben nicht. Ja. Höchstens du hast gerade einen Boss besiegt oder sonst irgendetwas oder Aber da genug kommst du auch Sterne. am Anfang vom Level. Genau, aber nicht aus dem Level raus. Oder? Es gibt aber auch kein Overworld von dem her, ja. so wie es in 64 hat. Das hat mich zuerst ein bisschen gestört, weil ich finde das eigentlich noch cool, wenn du so eine Hub-World hast. Das hast du da nicht. Aber es ist, ich finde es trotzdem eigentlich, Oh, schade. es ist noch easy. Es ist genial. Und was mir aufgefallen ist, als ich das erste Mal gespielt habe, es hat sich so angefühlt wie... Ich muss da überlegen, wie für uns der Sprung war vom Super Nintendo Mario, Ja. Mario World zu Super Mario 64. Ja, voll. Das war genial. Das war trotzdem mal für uns die Obershit-Grafik. Dude, Ja, ich meine, ich war am Schwätzen, ich habe nicht gesehen, dass es auftaucht, oder? Und das war bahnbrechend damals, ja. für mich sieht das Mario, das wir jetzt hier spielen, so aus, wie ich es gesehen habe, als ich das Mario 64 Ja. gespielt habe. Ich weiss, was du meinst. Voll. Verstehst du mich? Ja, ja, absolut, ja. Es ist wirklich so, habe ich mir das vorgestellt. Das ist für mich die Grafik gewesen. Es hat ja nichts Grösseres gegeben, So nichts wie Breath of the Besseres. Wild jetzt aussieht, wie wir uns Ocarina of Time vorgestellt haben. Genau, damals. genau. Und ich finde, Nintendo hat es wieder mal super geschafft, uns alle zu beeindrucken Ja. und uns mit Freude zu erfüllen. Und auch sonst hat es einen super Fanservice. Ja. Also immer wieder Sachen, ihr werdet es jetzt gerade sehen, wirklich, es ist toll. Ich bin sehr dankbar für das Spiel. Ja, es ist fantastisch.
Aber wir haben gesagt, wir sagen nicht so oft, wie schön das ist. Pro Episode einmal. Ja. Wir haben jetzt gerade unser Schiff gefunden, unser zukünftige. Es ist kaputt, für das müssen wir es reparieren und wir haben jetzt gemerkt, dass ein Mond nicht langt. Wir brauchen also ein bisschen mehr von denen. Es zeigt es oben auch an, Genau. in gestrichelten Kreisen, das sehen wir vielleicht jetzt besser, ein bisschen oben links. Jawohl, genau. Ja. Das heisst, wir brauchen jetzt noch 4 Möndli. Jawohl. Wir haben hier oben noch so spezielle Münzen. Was sind das für Münzen, Chris? Das sind spezielle Münzen, die spezifisch ist gerade schon. Musst du einfach ein bisschen so. Hey, hallo! Du musst den Hut benutzen. Nein, nicht so. Ich spiele es eben eigentlich mit dem Pro-Controller, das ist für mich so... Es ist genau gleich. Du kannst einfach mit den Joy-Cons mehr machen als mit dem Pro-Controller. Anyway, das sind spezifische levelbasierende Münzen. Das heisst, die violetten Münzen kann man nur in dem jeweiligen Level tatsächlich auch brauchen, um Zeugs zu kaufen. Während die gelben klassischen Münzen überall brauchen kannst. Also du hast eigentlich 2 verschiedene Inventar, die du kannst kaufen. Und das ist eben cool, weil die Mönche, wie sie eben 900 gemacht oder 1000 gemacht haben, kannst du wirklich eigentlich überall Mönche finden. Du hast alle paar Minuten hast wieder so ein kleines Erfolgserlebnis. Oder du spielst und wenn du jetzt sagen wir nur 10 Minuten Zeit hast, um etwas zu gamen, danach hast du immer noch irgendetwas gemacht, hast du das Gefühl. Oder? Genau. Das Ding ist auch... das Coolste von allem, hey. Ja, wenn genau. es Loch geht. Warte schon. Nein, das geht da nicht. Das ist etwas anderes. Das sind Fossilien. So, jetzt haben wir... Wow, was ist das da? Oh. Ein schlafender T-Rex. Warte mal. Du musst anschließen. Können wir den auch capturen? Probieren wir's! Oh mein ja, Gott! wir können's! Oh Mann, shit! Ich weiss noch, weil ich das im Trailer gesehen habe, dass er Kappen anhat. Mir ist fast so Pipi gut. aus den Und der Augen Schnauz. gelaufen. Ja, schau dir den an. Ja, der T-Rex ist einfach der Chef in diesem Game. Also da kannst, der macht alles kaputt. Ja, absolut. Das ist super Das gut, ist dass wir da so alles cool. freiräumen. Einfach durch alles durchlaufen. Ich bin der T-Rex, ich habe kurze Arme. Aber für einen langen Schwanz. Ja, anyway. Ich habe gerade gedacht, Scheiße, hätte ich nicht so Ah, da schaut die Wand, da macht die noch. Ja, warte schon. Let's go. Yes. So. Oh ja, jetzt kommen wir schon zum nächsten interessanten Ding von dem neuen Game. Und zwar ist das, dass man kann, zu 2D wechseln in bestimmten Teilen. So, jetzt gehen wir da mal raus. Er schlaft jetzt da schön. Und wir dann währenddessen die Neuerung anschauen. Das ist so cool. Das ist genial. Du kannst jetzt einfach da reingehen in die Röhre und statt dass sie dich in eine Unterwelt hineinbringen, bringen sie dich in eine 2D-Version vom gleichen Level. Und das ist eine der coolsten Ideen, die sie hatten seit längerer Zeit. Weil das ist jetzt noch recht standardmäßig, aber danach werden sie immer kreativer mit diesen Ideen. Das ist und hoppa! Das Coole ist auch, es zeigt immer den Mario so in 2D, wie er wirklich gerade angezogen ist. Ich will dazu aber noch nicht zu viel sagen. Was nicht ein. Wenn du einen Hut anhast und einen Body, der nicht zusammengehört, dann nachher sieht er so aus. Ah ja? Ja. Oh, voll schade. Das Ja. habe ich nicht gewusst. Das ist nur, wenn du fixe Kostüme hast. Okay. Und jetzt, und schon wieder 3D. Das ist so cool. Das ist wirklich cool. Das Game ist einfach, sie haben sich wirklich, da haben sie sich Mühe gegeben. Ich habe ihn jetzt gesehen, ich muss ihn holen, wenn es mir nichts bringt. Ja, mal, das bringt dir etwas. Ja, Münze. Das bringt dir Münze, das ist immer gut. Also er ist nicht nur ein eifersüchtiger, paranoider und fast zwanghaft kranker paranoider Klempner, sondern auch noch geldgeil bis innen raus. Klar. So. Das finde ich jetzt auch noch ein cooles Element. Und zwar, allein schaffen wir es nicht, zu zweit sind wir stärker. Genau. Genial. Das ist das Kugelspiel da, weißt du, wo die einen so lupfst und danach Ja, stößt da gibt es auch ein paar Minigames. Auch die Minigames, die es gibt, sind hure super da drin. Ja. Also so kleine Mini-Challenges sozusagen. Also das ist wirklich... Oh, die ist aber hübsch. Ja, es hat schon schönere gehabt da in dem Spiel. Die hat gerade 3 Monde um den Hals. Ein sogenannter Multimond. Das könnte man wahrscheinlich brauchen. Ja, ich kann gerade hinhauen für das nächste Land, glaube ich. Ja, wahrscheinlich, hä? Jetzt sehen wir, die hat so einen... Wow, Oh ja, okay. sorry. So einen Kettenhund. Aber wir haben ja jetzt die ganze Zeit während dem Level mit diesen Kettenhunden sind wir ja umgegangen. Also Jetzt vielleicht geht's noch können wir das nicht. brauchen. Jetzt hä? geht's.
Also was wir machen? Zuerst seine Kappe weg und spicken. Genau. Ihren In ins your Gesicht. face. No! No, was machst du? Ich will das Rundum-Dings machen. Man muss beide in eine Richtung. Ah. Genau. Nochmal. Genau, du kannst gewisse Gegner übernehmen, aber es gibt Gegner, die Hüte haben. Das heisst, du musst die Kappe zweimal schmeißen. Einmal um den Hut vom Gegner wegschmeißen, der Kappe. Holz, Herz, Lü. Und einmal Mutter, komm zum noch den mal. tatsächlich übernehmen. Das finde ich auch so cool. Ja, das ist ein cooler Move. Achtung, 14:40 einen Termin mit der Bezeichnung Gastiger. Okay. So, jetzt. Mach's kaputt. Kannst du schnell abstellen? Ja. Das schneiden wir dann raus. Ah, das ist, weil ich vorher im Auto war. Wow, gut, du hast es geschafft. Ja, natürlich. Natürlich. Super. Jetzt sind wir schon fertig. Der gell? erste Multimond. Genau, da Das haben sind wir ja wieder immer eine so coole hübsche Cutscene so. über. Erinnere mich an Galaxy. Ja, enorm. Weil ich frage mich eigentlich wo ist die Schwerkraft in dem Moment? Das ist aufgehoben. Alle physischen Gesetze sind aufgehoben um den Moment herum. Was zum guten Glück nur beim Multimond passiert. Genau. Sonst da dran einfach so Freeze-Frame, so yay! Cool. Ja, wir haben es geschafft, wir haben jetzt einen Multimond. Jawohl, jetzt können wir endlich unser Schiff fricken. Unser neues, alte, kaputte. Ist es Und- unser alte? Ja, es ist nein. alt, es ist einfach unser neues. Aber es ist alt. So. Ja, besser aufhören. Okay. Oh, was passiert jetzt? Es ist sichtlich mit Energie tankt. Ja, jetzt fliegt es in die Luft und Mario stirbt. Hoppala. Pfui. Ah, schön. Chris. Sie ist Yay. funktionssüchtig. Funktionssüchtig. Ich bin süchtig nach Funktionen. Yay. Und würde sagen, auf zu neuen Ländern. Genau. Ländern. Länden. Das Wüstenland. Also. Das ist sicher warm und heiß. Ja, ich meine, es ist in der Wüste. Ja, ich meine, was erwartet man anders von einer Wüste? Ja, voll, ja. Oh. Ich finde, mir gefällt das Design von dem Schiff. Ja, es ist ein Hut. Weil ich meine, es ist ein Hut und oben drauf hat es noch ein Segel und so eine goldige Kugel und Zahnräder unten dran und goldiges Licht. Es ist einfach, es ist so cool. Ja, das ist ein bisschen Steampunk. Ja, hat etwas. Die Musik ist schon geil in diesem Game. Ich meine, es ist einfach, Sie haben wirklich alles gemacht, was man gut machen kann. ja, es ist wieder mal ein richtig geiles Mario-Game, wie es sich gehört. Yay! Hey, Captain! So schnell wie möglich wieder wechseln. Ja, du musst eigentlich jedes Mal anlegen, bevor du rumfliegst, sonst darfst du nicht fliegen. Okay, Monk. Ich finde, die Ladebildschirme der Länder haben sie auch gut versteckt. Ja, Weil das ist jetzt ein Ladebildschirm. genau. Das ist immer wieder das gleiche Bild. So. Ja, es ist zwar nicht, es ist Wie live meistens. gerendert. Weil du kannst ja das Kostüm, du kannst es Ja, außer abhängig Kostüm, von- aber das da ist sozusagen der Ladebildschirm. Und es wird immer ein bisschen etwas geschwätzt. Ja, sicher, ja. Also, wo sind wir stehen geblieben? Nirgends, wir sind gerade unterwegs, Kollege. Genau. Ja, Bowser. Ja gut, eben, sie sind sich halt am Weißt du, kennenlernen, der die andere, zwei. das Video hat er geschickt vom Bro, wo er gesagt hat, der Browser. Aha, ja, ja, das, Oh Ah. Mann, ey. Unser Schiff heisst übrigens Odyssey. genau. Und wir haben jetzt zum Ziel, dass wir den Browser, Der Browser. den Browser einholen. Und eben die Hochzeit zu verhindern wissen. Genau. Da kommen so Sachen mit Stammvertrag, aber wir als Eingefleischte Mario-Gamer. ja, genau, wir müssen das alles eigentlich skippen. Und Genau. wenn du es spielen willst, holst du selber und liest das Zeug dann einfach. Aber wir brauchen das nicht. Da, ja, dann wird sich schon die Steuerung erklären, das haben wir Wir sind natürlich Uber alles auch schon im Griff. So, das ist immer noch cool. Ja.
Was ich noch cool finde in diesem Game, fallen wir jetzt wieder auf beim Cappy vor allem, alle Charaktere, die reden, machen Geräusche. Ja. Also ähnlich wie in Banjo-Kazooie oder so. Jeder hat sein eigenes... Ja, bei Banjo-Kazooie ist irgendein ein bisschen nervig. Ja, dort war es ein bisschen extrem. Weil Ja. Ja. Der Banjo einfach immer... Au, 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 au. Ja, richtig schlimm. Und Kazooie... Genau, das schneiden wir dann raus, weil spätestens jetzt schaltet jeder den zweiten ab. Nein, nein. Also, es sollte nämlich heiß sein. Es gibt Ruinen und die haben den sogenannten Ring von der Einheit bei sich. Mit dem können sich Eheleute zusammenbinden. Ja, Also gut, nicht ich glaube, das ist unbedingt- nicht mit all denen, aber das ist einfach so ein spezielles Artefakt. Ja, was sie damals gebraucht haben. Und wie sich ahnen lässt, der Bowser möchte das. Ja, genau. Wie gesagt, der geht verschiedene Zeugs zusammensammeln und wir müssen ihn versuchen aufzuhalten. Ja. Genau. Oh! Wüstenland. Aber aus irgendeinem Grund haben wir so komische, was sind das, so Glasklötze oder so, die in der Gegend rumstehen. Glasklötz. Sieht aus wie Glas, ja. Oben auf dem Ruinenturm. Yes. Das ist so cool. Ja. Hä? Aus irgendeinem Grund scheint der Mario zu zittern. Okay, hast du Angst, oder was? Es ist kalt. Hä? Strange? Vielleicht ist irgendetwas nicht in Ordnung mit dem Land. Ich würde sagen, das ist gerade ein perfekter Zeitpunkt, um wieder mal anhalten. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ade miteinander. Ade!